Ja, es hat mir auch schon nicht aufs WC gelenkt und durch das bin ich natürlich viel vorsichtiger geworden. Der Kopf macht mir auch einen Strich durch die Rechnung. Linda muss teilweise alle 20 Minuten aufs WC. Sie lebt mit einer Reizblase. Was das genau ist und wie sie im Alltag mit dem umgeht, erzählt sie uns heute. Pro Tag gehe ich etwa 10 bis 20 Mal schon aufs WC. Ja, es hat mir auch schon nicht aufs WC gelenkt und durch das bin ich natürlich viel vorsichtiger geworden. Durch das habe ich mich auch so eingeschränkt. Weil, ja, mir hat immer Angst, das lenkt nicht aufs WC und ich will ja nicht, dass es in einem Laden oder so passiert. Es ist etwas Grusiges. Obwohl ja, ich habe ja nichts dafür. Schon als Kind hat Linda Mühe mit der Blase. Bis sie 18 ist sie Bettnässerin. Dann bekommt sie mehrere Blasenentzündungen. Plötzlich hat sie zur Nacht kein Problem mehr, dafür am Tag. Sie muss extrem häufig aufs WC. Die Linda sucht Rotbirnenärzte, doch keine Behandlung schlägt an. Sie fängt an, sich immer mehr einzuschränken. Sport, spontan noch immer hinzugehen, ohne zu wissen, ob es ein WC hat, oder lange Autofahrten werden für sie eine Herausforderung. Das ist für mich schon Horror. Da fängt schon im Kopf an und das ist dann schon wieder so ein Rattenschwanz. Oder? Der Kopf macht mir auch einen Strich durch die Rechnung. Weil ja, schlägt auch aufblasen. Aber jetzt zum Beispiel mit meinem Partner ist das gar kein Problem, weil er kann sehr gut damit umgehen. Er hat sehr viel Verständnis für das Ganze. Verständnisvoll ist auch Linda ihr Arbeitgeber. Die Linda arbeitet Vollzeit im Verkauf von einer Bäckerei. Und auch für ihre Arbeitskollegen sei es kein Problem, dass sie so oft aufs WC müssen. Womit Linda mehr zu kämpfen hat, sind die Ferien. Wenn sie fliegt, trägt sie in Windeln. Das ist keine einfache Situation für sie. Ich muss sagen, es war für mich sehr schwierig, das zu eingestehen, dass ich halt dann für meine Sicherheit Windeln anlegen muss. Ich mache es einfach für mich. Es ist noch nie etwas passiert bei diesen Flügen, aber ich mache es einfach für mich, weil es mir Sicherheit gibt. Magst du dich noch erinnern, wie es war, als du das erste Mal Erwachsenenwindeln gekauft hast? Ja, es ist peinlich. Es ist sehr peinlich, so etwas zu kaufen. Und es halt, weil so, ja, ich bin 32. Es ist einfach kein Leben. Also für mich schränkt das mega ein. Ich finde das nichts Schönes. Seit mehreren Jahren ist Linda am Kantonsspital Aarau in Behandlung. Vor ein paar Wochen ist ihr Botox im Blasenmuskel gespritzt worden, um die Blase zu beruhigen. Heute begleiten wir sie zum Arzttermin. Grüezi, Frau Beiwater. Wie geht's? Ja, es geht. Wir haben ja jetzt etwa 6-7 Wochen nach den Botox-Injektionen und ich wollte fragen, wie es Ihnen jetzt geht. Ja, es ist eher schlechter als vorher. Ja. Nicht viel besser. Ja. Also keine Verbesserung, eher das Gegenteil. Ja. Ich habe Frau Beiwater gefragt, was eine Reizblase eigentlich genau ist. Medizinisch gesehen ist das einfach so, dass die Speicherphase der Blase nicht richtig funktioniert. Das heisst, sie fängt sich eigentlich wie zu früh zusammenziehen und gibt dem Hirn eigentlich wie zu früh ein Signal, um aufs WC zu gehen. Man geht also ein bisschen davon aus, dass etwa 40% der Frauen in der Schweiz von einer Reizblase betroffen sind. Es ist sicher so, dass in der Altersgruppe der Patientin das deutlich tiefer ist, aber es wird beschrieben. Also das hat sich jetzt bestätigt im Ultraschall, dass es eben kein Resturin drin hat. Also dann müssen wir wirklich davon ausgehen, dass vielleicht die Botox-Wirkung im Moment einfach nicht ausreichend ist, um halt eure Reizblase genug zu unterdrücken. Darum würde ich Ihnen vorschlagen, wie wir jetzt eigentlich im Prinzip in 6 Wochen nochmal das Prozedere wiederholen, dass wir dann wirklich die Maximaldosis vom Botox im System haben und dann wirklich hoffen, dass dann die Problematik behoben ist oder sich nochmal deutlich verbessert. Was wünschst du für die Zukunft? Ich hoffe, dass das kein Tabuthema mehr ist und dass ich vor allem auch Leute finde, die ich darüber reden kann, die gleich sind, die das Problem haben. Und auch Leute, die das Problem haben, dass sie da angehen, dass sie merken, ich habe ein Problem, ich muss mich nicht verstecken. Es ist nichts Schlimmes.